Wir beschäftigen uns gerne jedes Jahr einen Tag intensiv mit dem Heiligen Geist. Und vielleicht merkst du auch heute Abend, dieses Thema, das ist für dich besonders relevant. Dann darf ich dir sagen, du hast noch 2 Messages von heute Morgen, die du in dieser Woche noch schauen kannst. Von Susanna und Michi Sieber, die ich dir sehr empfehlen möchte. Liebe Freunde, Paul hat es schon erwähnt, wir hatten einen Gaudi, weil wir bei der Vorbereitung, es gibt doch, kennt ihr Chuck Norris? Kennt ihr Chuck Norris? Ja, der hat so, ich war da wirklich ein Teenager und dann sind so diese Karate-Movies und seine Movies, die er gemacht hat, und das ist Chuck Norris. Chuck Norris, das war so ein Filmheld, der war einfach zu cool für Eis. Einfach, der war viel zu viel. Also, wenn Chuck Norris Zwiebeln schneidet, dann weinen die Zwiebeln. Chuck Norris, der schläft mit einem Kissen unter seiner Pistole. Verstehst du? Also Chuck Norris ist so, Chuck Norris hat schon bis unendlich gezählt. Und das 2-mal. Chuck Norris, der wurde von einer Kobra gebissen. Und nach 5 qualvollen Tagen starb die Kobra. Chuck Norris wird auch nicht nass, sondern das Wasser wird Chuck Norris. Und Chuck Norris, er wurde gestern geblitzt beim Einparkieren. Spürst du, das ist Chuck Norris, das sind so diese Chuck Norris-Witze. Und der Grund, warum ich euch Chuck Norris-Witze erzähle, ich darf heute zusammen predigen mit Tamara und Tamara ist für mich so der Chuck Norris vom ICF. Komm mal hoch, komm mal hoch, Chuck Norris, liebe Tamara. Nein, aber im Ernst, Tamara, wenn sie Worship leitet, dann werden automatisch Leute hier drin manchmal geheilt und Dämonen fliehen automatisch, nur weil sie Worship leitet. Habt ihr das gewusst? Oder das nächste auch, wenn Tamara ihre Songs, die sie schreibt, die werden manchmal auf Intensivstationen gesungen. Und Leute, die durch das dunkelste Tal ihres Lebens gehen, werden ermutigt und durch ihre Songs. Das ist schon crazy. Das ist wie Chuck Norris oder mehr. Wenn Tamara singt, zum Beispiel an Beerdigungen, kann man sich nicht sicher sein, ob jetzt Tote auferstehen. Weil die Kraft in ihr so groß ist, dass das theoretisch passieren könnte. Wenn Tamara, wir bereiten ja manchmal die Gottesdienste vor und manchmal sind wir uns einig, okay, wir machen so und dann ist Tamara die Einzige, die es anders sieht und dann noch so ihren Einwand gibt und etwas sagt und niemand hat es gesehen, aber sie hat recht. Sie sieht manchmal Dinge, die sonst niemand sieht. Oder? Das stimmt, gell? Tamara, oftmals, wenn ich mit ihr etwas vorbereite, hat sie eine Sicht für etwas, wo sie noch niemand ist da hineingegangen in der Worship oder in dem, was sie macht und sie geht trotzdem rein und irgendwie hat es Kraft. Und ihr merkt, wenn ich so über sie spreche und ihr sage, sie ist der Chuck Norris vom ICF, irgendetwas ist ja ein bisschen komisch dran. Es ist so eine Spannung, darf man so über eine Person sprechen? Wir beten doch nur Gott an und nicht die Tamara. Und trotzdem, wenn wir die Bibelverse ernst nehmen, ich habe 2 Bibelverse, Gott aber kann viel mehr tun, als wir uns jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in Tamara wirkt. Krass, hä? Tamara ist schon krass. Jetzt sage ich noch mal etwas dazu. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in Tamara. Ist sie nicht krass? Und jetzt merkst du auch, wo ich hin will. Du könntest heute Abend auf diesem Stuhl sitzen und ich könnte Dinge über dich sagen, die Bibelverse sagt Dinge über dich, wo du manchmal auf die Chuck Norris Schiene gehst. Und solche Bibelverse klingen manchmal, wenn man sie übereinander hört oder über sich selber, als würde Gott einen Chuck Norris Witz über uns erzählen. Also die gleiche Kraft, die da Jesus von den Toten auferweckt hat, die lebt jetzt in mir. Das heißt, solche Dinge können durch mich geschehen. Solche Dinge oder Worte, die Leben bringen. Oder wenn ich hineinkomme in einen Raum, da können sich Dinge verändern, nur weil da irgendwer, der Heilige Geist, in mir wohnt. Das klingt so fantastisch. Und trotzdem ist es wahr. Und dem möchten wir auf die Spur gehen.
Es gibt aber Dinge, die uns manchmal ein bisschen daran hindern, das wirklich zu nehmen und zu glauben. Ich habe gelesen von einem Prediger, ist schon ein paar Jahre her, und der Prediger war wirklich, zu der Zeit galt er als wahrscheinlich der bekannteste Prediger, ein Riesending, viele Leute, die wirklich da so berührt waren von ihm, und dann ist er selber wieder mal einfach nach Hause gegangen, so in den Ort, wo er aufgewachsen ist, und als er da war, haben die Leute gedacht, als er angefangen hat zu predigen, dass der Prediger, das soll jetzt so krass sein, wo alle so ein riesen Trara machen, so ein riesen Thema. Aber wenn der predigt soll, nee, das kann nicht sein, weil ich kenne ihn gut. Wisst ihr, der hat mit meiner Schwester zusammen, ist er in der Schule gewesen, und mit meinem Bruder zusammen hat der die Lehre gemacht. Und das ist so das ist einer der normalen Leute. Das kann nicht sein, dass Gottes Kraft so stark auf ihm ist. Dieser Prediger, den ich meine, die einen haben es erahnt, ist Jesus höchstpersönlich. Er erzählt diese Geschichte, dass Jesus selber, der ja den Heiligen Geist hatte und der, wo wir heute wahrscheinlich nicht zweifeln, dass Gott krass durch ihn wirken kann, dass Gott heilen kann durch Jesus und so weiter. Aber wir lesen im Matthäus 13, nachdem Jesus diese Gleichnisse erzählt hat, verließ er die Gegend und er kehrte in seine Heimatstadt Nazareth zurück. Und dann ist es genauso, die Leute sagen, Vers 55, er ist doch nur der Sohn eines Zimmermanns. Wir kennen doch alle Maria, seine Mutter und seine Brüder und alle seine Schwestern und so weiter. Und dann steht dieser Satz ganz am Schluss, und er tat dort nur wenig Wunder, weil sie nicht glaubten. Und ich möchte heute eine These aufstellen. Oftmals bin ich wie diese Leute da in Nazareth, und wenn geisterfüllte Menschen in mein Leben treten wie Tamara, denke ich, ja, das ist die Tamara. Die Tamara, die da immer wieder ein falsches Tönchen singt. Nein, du natürlich nicht, nein. Das ist die Tamara mit ihr, ja, weil ich habe schon Workshops mit ihr zusammen gemacht, ich kenne sie, weiß, die singt gerne solche Songs wie Make Room und so, die mag sie gerne. Das ist wieder das, wahrscheinlich hat sie die Setliste heute wieder gemacht. Und dann ist sie wieder da, jetzt macht sie wieder so Impro-Worship, wo sie wieder etwas singt. Wahrscheinlich macht sie das einfach gerne und so. Oder habe ich diese Haltung, wow, okay, jetzt habe ich einen geisterfüllten Menschen vor mir. Und dieser Unterschied, der ist groß, und der war schon bei Jesus groß, und der ist jetzt. Schau mal die Person zu deiner Rechten an, zu deiner Linken. Das sind geisterfüllte Menschen, und was Gott durch sie tun kann, hat so viel damit zu tun. Glaubst du, dass Gott diese Leute gebrauchen kann? Ich habe heute Morgen ein Erlebnis gehabt, wirklich. Da kam eine Person, als ich neu hier im ICF war, die Miri, war meine Leiterin. Und die Miri hat mich da, eine Leiterin damals im ICF, hat mich da mit reingenommen, und die war dann auch ein bisschen Coach, als ich da mit meiner ersten, mit Sina, als wir in der Beziehungsphase waren, mit meiner jetzigen Frau und so. Und heute war sie da, und das war immer so ein Vorbild für mich, so ein paar Jahre älter, und dann war sie da und sagt, hey Joel, heute glaube ich an dich. Gott wird durch dich sprechen, es hat mich jetzt schon berührt, und heute wirst du eine Salbung erleben wie nie zuvor. Und ich habe gemerkt, oh, das ist krass. Das ist der Mindset, den ich mir wünsche für mein Leben. Auch gerade bei den Leuten, die ich schon gut kenne. Heute wirkt der Heilige Geist richtig groß in dir. Das ist der Mindset, den ich mir wünsche. Und glaub mir, das hat meinen Tag verändert, dass eine Person da ist, die sagt, ich kenne dich gut und ich glaube, dass Gott heute etwas Großes tut. Und so ist es, wenn du die Person bist, die sagt, meine Kollegin, mein Kollege, ich kenne dich gut, aber ich weiß, der Geist in dir, der ist richtig krass. Und wenn wir das lernen, dann entfachen wir in unserer Church, in unserer Small Group eine unglaubliche Kraft vom Heiligen Geist. Lass uns das entdecken. Come on. Tamara. So gut, Joel, so gut. Schau, das Problem ist, wenn wir Menschen beurteilen und verurteilen, dann vergessen wir komplett, was Gott eigentlich wirken will und was der Heilige Geist sprechen will. Und es gibt so viele Situationen im Alltag, wo dein Gegenüber etwas macht und du verpasst Gottes Sprechen, weil du so konzentriert und fokussiert darauf bist, diese Aktion oder diesen Menschen zu beurteilen.
Und ich habe dir hier einige Alltagssituationen mitgebracht, was das so sein könnte. Zum Beispiel oben links Straßenverkehr. Oh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber grundsätzlich ist es bei mir so, wenn eine Person auf der linken Spur fährt, 120 oder weniger, habe ich das Gefühl, ich kann sie jetzt verurteilen, weil die Person gehört für mich auf die rechte Straßenseite. Und da vergesse ich dann auch auf einmal, dass ich vor 2 Wochen vielleicht gebetet habe und es wirklich ernst gemeint habe. Jesus, ich möchte wachsen in Geduld, in Sanftmut. Weißt du, in diesem Moment ist es mir egal, da beurteile ich, da verurteile ich und ich verpasse, dass das vielleicht genau die Situation wäre, wo Gott mich das trainiert, dass ich geduldiger werde. Oder gleich unten dran, Lehrpersonen. Ich weiß ja nicht, was du für eine Story hast mit deinen Lehrpersonen oder mit deiner Lehrperson. Vielleicht bist du auch selber eine Lehrperson. Ich glaube, alle von uns gingen mal zur Schule, hoffentlich. Ich weiß nicht, was dein Lieblingsfach war. Elena, was war dein Lieblingsfach? Oder ist dein Lieblingsfach? Alle ganz gut, okay. Ich gehe zu Alex. Alex, hilf mir. Was war dein Lieblingsfach? Geografie, okay, da kann ich nicht so mithalten. Was ich bekennen kann, Mathematik, das war wirklich so mein Hassfach. Ich kann es nicht anders sagen. Entschuldigung, Salome, tut mir leid. Aber Mathematik, ich habe mich im Gymnasium dazu entschieden, dass ich so in der 3., 4. Doppellektion habe ich mich dazu entschieden, habe gedacht, hey Tamara, du musst keine Hausaufgaben mehr machen, es wird sowieso nicht besser. Deine Taktik ist, du schwänzt die Prüfung, wartest eine Woche, bis es den Nachholtermin gibt und dann hast du ja bereits die Lösungen der anderen Personen und dann hast du schon mal so auf einer 4 bist du bereits. Und weißt du, den Mathematiklehrer, ich konnte den nicht ausstehen, ganz ehrlich, er hieß Herr Ebersold. Herr Ebersold, tut mir leid, wenn du heute Abend zuschaust, ich entschuldige mich bei dir. Aber Herr Ebersold war meiner Meinung nach nicht so ein kompetenter Lehrer. Und weißt du was? Ich habe es das ganze Schulhaus und die Klasse wissen lassen, was ich über Herr Ebersold denke. Und es kam der Moment, wo ich an einen Gebetsabend ging. Ich habe da sogar Worship geleitet und ich stand da. Und wer tauchte vor mir auf? Herr Ebersold. Abby war dort. Und das war für mich so eine krasse, das war wirklich so in your face, ein Lernen von Gott. Ich wusste von dem Moment an, Tamara, wie sprichst du über Menschen, egal ob sie Gott kennen oder nicht, egal ob du sie magst oder nicht. Und ich war dabei, ihn zu beurteilen als Lehrer, ihn zu verurteilen und habe dabei komplett verpasst, was mich Gott eigentlich lehren möchte. Ich habe auch noch andere Situationen, Vorgesetzte, Teamkolleginnen, was auch immer, oder unten rechts siehst du Eltern. Und weißt du was? Gott wird nie aufhören, deine Mitmenschen zu gebrauchen, um in dir und an dir zu wirken, damit du Jesus Christus ähnlicher wirst. Schreib dir das auf, weil der nächste Montagmorgen kommt und anstatt zu sagen, hey, ich beurteile und verurteile, lass uns in etwas Neues hineinkommen, wo wir sagen, okay Gott, Heiliger Geist, hier bin ich. Was möchtest du mir durch diese Person jetzt lehren? Ich bin bereit, dass du an mir schleifen kannst. Es gibt einen Vers in Sprüche 27,17 und da heißt es, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Und weißt du, das ist manchmal so unangenehm, wenn du dich in Gemeinschaft hineingibst. Das ist manchmal mühsam. Aber weißt du, was das Krasse ist? Wir sind hier nicht einfach zusammen, weil es ein gutes Gefühl gibt, ein bisschen gemeinsam zu singen und einander zu ermutigen auf der menschlichen Ebene. Wir sind hier zusammen, weil Gemeinschaft und Kirche eine göttliche Idee ist. Und du kannst schon von morgens bis abends herumlaufen und sagen, Heiliger Geist, sprich zu mir, ich will mehr von dir. Du kannst alles haben von mir, glaub mir, ich kenne all die Sätze, wenn ich worshipe. Ich kenne sie.
Aber der Punkt ist, wenn du dich nicht in Gemeinschaft begibst, dann verpasst du einen mega großen Teil, wie der Heilige Geist zu dir sprechen kann. Und hast du gewusst, Eisen schleift Eisen. Das wird heiß und manchmal wird es so unangenehm, dass man am liebsten davonrennen möchte. Aber durch diese Hitze ist das Eisen erst formbar. Also Gott hat die Möglichkeit, wenn du dich in Gemeinschaft gibst, dass er deinen Charakter schleifen kann und dass er dich seinem Ebenbild ähnlicher machen kann. Und das liebe ich an Gemeinschaft, das liebe ich an Kirche, dass wir uns gegenseitig brauchen können, uns ermutigen können, ähnlicher wie er zu werden. Und das ist nicht nur eine Idee, die wir hier im ICF haben, sondern du kannst in der Bibel schauen, im 1. Mose bis Offenbarung 22, glaube ich, gibt es Kapitel, das weiß der Pastor womöglich hier vorne. Er nickt. Du findest überall Hunderte von Geschichten, wo Gott Menschen braucht, um zu einzelnen Menschen oder zu ganzen Völkern zu sprechen. Wir können zu Josef schauen. Josef hat dem Pharao einen Traum gedeutet und hat dazu beigetragen, dass eine 7-jährige Hungersnot besser überlebbar wird, weil sie vorher Essen gesammelt haben. Wir können zu Mose schauen. Mose hat immer wieder zu einzelnen Personen gesprochen und zu einem ganzen Volk. Und durch das, dass sich Mose brauchen lassen hat, ging Gottes Plan in Erfüllung. Wir können auch David, ein super Beispiel. David war ein Schafhirte, er war der Jüngste, niemand hatte ihn auf dem Radar. Er hat später sogar Ehebruch begangen und gemordet. Und Gott hat trotzdem gesagt, in allem, wo du drin bist, mit allem, was du gemacht hast, ich sehe dich, du bist ein Mensch nach meinem Herzen und ich brauche dich, zu mein Volk aufzubauen. Und weißt du was? Es ist so krass, Gott könnte es ohne dich. Gott braucht dich nicht in seinem Reich. Er könnte den Heiligen Geist direkt zu Joel schicken und zu ihm sprechen, was auch immer er braucht in seinem Leben. Aber wie schön ist es, dass Gott sein Reich mit dir und mir bauen will. Er hat sich dazu entschieden, mit dir und mir sein Reich zu bauen. Er möchte, dass Joel und ich miteinander unterwegs sind. Und weißt du, es gibt sogar eine Bibelstelle, da steht, dass Gott eine Eselin zum Sprechen gebracht hat. Und wenn Gott eine Eselin zum Sprechen bringt, ich glaube, dann dürfen wir auch darauf vertrauen, dass Menschen, auch der Heilige Geist, ihr wisst schon, oder? Ich möchte enden mit 3 praktischen Prinzipien, die ich selber in meinem Leben etablieren möchte und die ich dir weitergeben möchte, wie du eben genau in deinen Freundschaften, in deinem Umfeld sensibler werden kannst, dass der Heilige Geist wirken kann durch die anderen Menschen. Schlagt gemeinsam mit mir, diejenigen, die die Bibel da haben, Philipper 2 auf. Oder auf dem Handy könnt ihr auch, aber es ist cool, Papierbibel. Es gibt einige. Oh, I love it. Philipper 2. Paulus sagt da, ich lese Vers 1, den habt ihr nicht auf der Leinwand, den lese ich schon mal. Ermutigt euch gegenseitig, Christus nachzufolgen. Tröstet ihr euch gegenseitig in Liebe, seid ihr im Heiligen Geist verbunden, gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl. Logisch. Jetzt runter. Paulus sagt, dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von Herzen zusammenhaltet. Ach scheiße, ich habe eine andere Bibelübersetzung, sorry. Scheiße, sollte man nicht sagen. Das habe ich jetzt gleich gesagt. Schneiden wir raus, gut, ja. Gut, nochmal, der Herr Luther übersetzt es so. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Und das ist mein Punkt Nummer 1, strebt nach dieser geistlichen Einheit. Wir suchen schnell einfach Freunde, die uns unsere Einsamkeit wegnehmen. Aber da gibt es noch mehr.
liebe Menschen. Da gibt es für deine Small Group, es ist okay, wenn ihr zusammenkommt und ein bisschen Bibel lest und dann habt ihr noch eine tolle Zeit und esst gut. Es gibt noch etwas mehr. Wenn man sich geistlich eins macht im Sinne von, ja, ich klinke mich ein in diese Einheit und sage, ich bin da Teil von dieser Group und ich eifere um meine Mitstreiter hier, um meine Freunde, ich stärke ihnen den Rücken und wir gehen gemeinsam geistlich vorwärts. Das ist kraftvoll und das auch in deinem Team. Wenn du das machst, wenn du in einem Team mitarbeitest, mach mehr daraus als nur, es ist, okay, wir aschen halt gemeinsam. Da ist etwas mehr drin vom Potenzial, wenn du deine Mitstreiter links und rechts sagst, hey, wir sind eine geistliche Einheit. Und wir versuchen das hier in der Church extrem zu machen. Wir sind da und streben danach. Wir sprechen darüber, was möchte Gott wohl mit uns tun. Wir schleifen uns Eisen, wir haben das Bild, du bist Eisen für mich und ich für dich. Wir machen uns besser, aber das ist für dich. Hab eine geistliche Sicht. Viele von uns sehnen sich doch danach, wow, ich möchte mehr den Heiligen Geist durch mich wirken lassen. Ich möchte die Geistesgaben. Hast du gewusst, Geistesgaben, die sind immer dafür da, dass Gott dich in der Gemeinschaft brauchen kann. Klipp und klar, kannst du nachlesen, 1. Korinther 12. Also wenn du in der Gemeinschaft bist, such dir Gemeinschaft, such dir Leute, wo du für sie eifern kannst, mit ihnen eifern kannst, damit der Heilige Geist durch dich und durch sie wachsen kann. Nicht nur Vorbilder, einfach Leute, die an deiner Seite stehen können oder vielleicht auch Leute, die du mitnehmen kannst, mitziehen kannst, damit der Heilige Geist in dir und durch dich wachsen kann. Das ist super kraftvoll. Das nächste, was Paulus dann sagt, im Vers 3b steht es so, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und das ist ziemlich krass. Weil grundsätzlich haben wir doch den Wunsch, Gott, ich möchte geistlicher sein als alle meine Freunde. Ein bisschen schon, oder? Ein bisschen kennen wir das, aber ich habe gemerkt, ich muss trainieren, meine Augen zu öffnen, wo der Heilige Geist durch andere wirkt. Und ich will sehen, wo Gott durch andere wirkt. Wo sind ihre Geistesgaben? Mach's dir zum größeren Ziel, die Geistesgaben in anderen zu sehen, als nur in dir selber. Ich habe das bei mir trainiert. Die Vanessa zum Beispiel, die hat eine Gabe, die Wahrheit zu suchen. Niemand stellt so gute, aufrichtige, klare Fragen. Das ist übernatürlich, wenn sie Fragen stellt. Die Janine, die hat eine uneingenommene Liebe zu Jesus. Aufrichtig und herzlich und unfokussiert. Stimmt das? Siehst du? Wunderbar. Hier vorne haben wir die Elena. Die Elena, die hat eine Klarheit in ihrer Nachfolge zu Jesus. Die Elena steht raus und egal, wo viele Leute um sie herum einen anderen Weg gehen würden, Elena hört und sieht das, was Jesus macht und geht dafür und gibt ihr Leben dafür und zahlt einen Preis, egal ob es jemand sieht oder nicht. Der Micha ist seit Jahren bei uns hier in der Kirche. Der hat ein prophetisches Auge. Was er sieht, ist oft einzigartig. Und er nimmt sich manchmal raus. Er ist ein Stück weit ein Einsiedler auf eine moderne Art und Weise, weil er sich bewusst abgrenzt von dem, was alles noch Einflüsse sein könnten auf sein Leben, um offen zu sein für den Heiligen Geist. Darum weiß ich, wenn der Micha eine Prophetie hat, höre ich besser zu, weil er da eine größere Salbung hat als ich. Und das sind jetzt Leute, die gar nicht mal jetzt so super nah sind zu mir. Und ich könnte so weitermachen, weil ich habe das trainiert, ich baue das auf, ich will das lernen, ich will so durch mein Leben gehen. Ich will das sehen, weil ich bin nicht der Beste in allem. In fast nichts bin ich nämlich der Beste. Und du auch, in fast nichts. Fast überall hast du Menschen um dich herum, die in Eigenschaften noch gesegneter sind, noch gesalbter sind. Und wenn du nicht die Demut hast, das zu sehen und das zu nehmen und da zu lernen, da dich einzuklinken, dann verpasst du so viel von Gottes Wirken. Versteht ihr? Und dann das Letzte. Ganz gezielt, lass Gottes Geist
lasst Gottes Geist aneinander wirken. Sei offen. Hier steht im Epheser 5, warte, ich muss noch den Vers da, nee, muss ich nicht. Ordnet euch in Achtung vor Christus bereitwillig einander unter. Und ich mache das, wenn ich spüre, dass ich offen bin, wenn jemand kommt mit einer Prophetie, dann höre ich hin, dann lasse ich in mein Leben reden. Wenn eine Person zu mir kommt, eben wie das bei der Tamara, wenn wir in einem Meeting sind und eine Person sagt, einem Mann, ich habe noch einen Eindruck, es könnte sein, vielleicht ist das oder das, dann höre ich zu. Letzte Woche zum Beispiel war ich da und ich dachte, ich bin so am Einfallen, was sollten wir noch machen, was möchte Gott vielleicht tun? Dann hat Tamara mir eine Nachricht geschrieben, Joel, wir sollten nichts tun, sag dem Preacher, er soll das selber machen. Dann glaube ich, okay, sie hat Gottes Stimme gehört, dann mache ich das und dann höre ich mal und ich bin offen und lasse Gott so an mir wirken. Wenn ich durch Krisen gehe, dann gehe ich hin und frage, könntest du für mich beten? Mir geht so, ich nehme Hilfe an, ich lasse mich ermutigen, ich informiere Leute, die für mich beten sollen, damit sie mich aufbauen. Ich bin mir nicht zu stolz, dass andere in meinem Leben durch Gottes Geist wirken können. Und das löst etwas aus bei deinem Umfeld, weil sie plötzlich spüren, eine Person braucht mich. Eine Person glaubt, dass der Heilige Geist durch meine Gebete wirken kann. Und das stärkt uns so krass. Ich habe auch etwas gemerkt, vielleicht kennst du das, dass wir gemeinsam beten, so zum Beispiel hier vor der Celebration oder in der Small Group. Und dann habe ich mich ertappt mal, dass ich gemerkt habe, wenn wir beten und der andere betet rechts von mir, dann während der ja betet, das hört ja Gott, oder? Und dann kann ich in dieser Zeit schon vorbereiten, damit ich als nächstes ein richtig gutes Gebet sprechen kann. Hat das jemand von euch auch schon gemacht? Wie bescheuert ist das? Wie bescheuert ist das? 2 Gründe. Nummer 1. Vielleicht hat der vor mir betet, schon darauf gehört, was Gott sagen möchte. Wofür, was Gottes Herzschlag ist. Und jetzt kommt, Jesus sagt, wenn 2 Leute sich einig werden in dem, was sie beten, dann ist da eine spezielle Salbung darauf, dass Gott wirklich hören wird. Es hat krasse Kraft. Nur wenn ich dabei bin und bete, dann geschieht es ja nie, weil ich überlege immer an dem, was ich nachher wieder beten will. Versteht ihr, was ich meine? Aber das sind so in diesen kleinen Dingen. Ich höre neu zu. Und dann habe ich mir angewöhnt, lieber nochmal das Gleiche zu beten. Ich danke dir, Jesus, auch für das, was Tamara gebetet hat. Und Gott, es ist auch mein Anliegen, dass das heute passiert. Und es ist nicht so fancy als Christ, weil ich habe nur das gesagt, was Tamara gesagt hat. Aber es hat geistliche Kraft. Lass uns lernen, da zuzuhören. Lass uns lernen, einander zu ermutigen. Lass uns lernen, das zu sehen, wo der Heilige Geist durch uns wirkt. Tamara, was machen wir jetzt? Ich fände es mega schön, wenn wir so in eine Ministry-Zeit gehen könnten, wo wir einfach einige Dinge hinter uns lassen und einige Dinge auch neu nehmen. Weil ich glaube, dass es Personen gibt hier im Raum, die haben das Gefühl, Gott spricht nur durch die anderen, Gott spricht zu den anderen und mich lässt er mal irgendwie so außen vor. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass du kannst so ein Mitmensch für dein Gegenüber sein. Du kannst dich brauchen lassen vom Heiligen Geist, wenn du einen Eindruck hast, dass du eine SMS schreibst, dass du jemanden ermutigst, dass du das, zum Beispiel gerade vorher kam Alex zu mir und hatte einen Eindruck für mich und das hat mich so ermutigt, Und ich glaube, dass das eine riesige Lüge ist, dass man das Gefühl hat, der Heilige Geist spricht nur zu den anderen. Und lass uns mal gemeinsam aufstehen. Und lass uns mal unsere Hände gegen den Himmel ausstrecken, gerade wenn du dir wünschst, dass deine Ohren
offen werden, noch mehr für den Heiligen Geist. Und da möchte ich einfach für dich beten. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein. Wir sind hungrig nach dir. Und in der Bibel steht, dass deine Schafe deine Stimme hören. Und da spreche ich dir zu, dass deine geistlichen Ohren offen sind, dass du die Stimme des Heiligen Geistes hörst. Und ich spreche dir Mut zu, dass überall, wo das, was du hörst, komisch klingt oder verrückt klingt oder so simpel klingt, egal was es ist, dass du das nehmen darfst und dass du wachsen darfst. Wachsen im Lernen, die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Und überall, wo du negative Erfahrungen gemacht hast, das lassen wir am Kreuz bei Jesus. Und überall, wo wir uns vielleicht selber eingeredet haben, dass wir deine Stimme nicht hören, dass wir keine prophetischen Worte erhalten können, das lassen wir bei dir am Kreuz, Jesus. Und wir sagen, wir nehmen diese geistliche Identität an, die du uns gegeben hast, dass derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dass der in uns lebt, das nehmen wir und in dieser Identität laufen wir. Ich hoffe, dass die Predigt zu dir gesprochen hat und du mega viel mitnehmen kannst für deinen Alltag, damit wir am Herzen von Jesus jeden Tag einfach so nahe sind und mega viele coole Dinge mit Jesus erleben werden. Wir möchten gerne mit dir in Kontakt treten und sagst, hey, ich habe Fragen, ich habe Anliegen, ich möchte mich gerne bei euch irgendwo integrieren, dann melde dich einfach bei uns, weil ich glaube, effektiv im Leben mit Jesus ist es so cool, gemeinsam unterwegs zu sein. Ja, unsere Leidenschaft ist es, dass wir Menschen positiv aufblühen sehen durch die Kraft von Jesus Christus und sehen, wie sie auch ihr Umfeld verändern. Und wir laden dich von Herzen ein, Teil von dieser Vision zu sein. Wir haben Hunderte von Mitarbeitern, Menschen, die unsere Kirche unterstützen mit Gaben, Fähigkeiten und auch mit unseren Finanzen. Und ich danke dir von ganzem Herzen, wenn du ein Teil von dieser Vision bist, auch mit deinen Finanzen. Ja, abonniere doch unseren Kanal, damit du immer den neuesten Content bekommst und informiert bist, was Gott alles macht durch unsere Church. Und es würde uns mega, mega freuen. Also bis zum nächsten Mal. God bless you und ciao zusammen.